Eigentlich wollte ich kein Film mehr machen über die ganze Mise hier und das hier, weil hier am Fongol alles gesagt, schon 3 Mal gesagt. Wie das Projekt losgegangen ist, konnte ich versprochen, dass das Niveau vom ewigsten Teil von meiner Fischerei nicht ging aufgesenkt gehen, zumindest nicht während den Arbeiten. Hallo, haben sie den Umleitungskanal hier gegrüßt und es gesagt ganz klar, dass sie das Niveau vom ewigsten Teil wollen auf 0 setzen, was natürlich einen enormen Abschnitt an dem Ökosystem von dem ewigsten Teil wird sein. Das heißt, das Wasser wird mit einem Schwall rauslaufen und dadurch werden noch sämtliche Fische, die zurzeit sich hier installiert haben, sozusagen nur innen fortschwammen. Nicht, dass das dramatisch wäre, wenn Fische gingen fortschwammen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Zerstörung von einem Ökosystem, was nicht muss sein. Es wäre relativ einfach, den ewigsten Niveau zu halten. Es bräuchte just eine kleine Barrage oben abzurichten. An dem Moment wäre das schon garantiert. Und es wäre mal nicht viel Arbeit und es gibt auch nicht viel Kosten. Aber das ist nicht gewollt. Ich gehe mal lieber belohnen, oder ich gehe lieber belohnen, weil es ist scheinbar den Einzigen, den Datei nach interessiert. Irgendwann hat einer dezidiert, dass wir auch einen halben Meter raufgesagt wird, was komplett Blödsinn ist. Ich habe das schon erklärt. Weil in dem Moment liegen ganz viele Bäume, Wurzeln von den Bäumen frei. Und noch eine Renke, ganz viele Bäume werden hier aufsterben. Das ist so, dass die Leute, die hier dezidieren, mir die ganze Zeit probieren, auch nach Honig rund um den Mund zu schmieren, an dem das wir Zugeständnisse machen, die nie vorgesehen waren und die auch nie werden angehalten gehen. Egal, was ich hier so, es wird absolut nicht respektiert. Und egal, was ich vorschlagen, das interessiert sie nicht, weil ihr Projekt steht fest, an dem sie durchgezogen kann kommen, was will, weil schließlich sind sie auch Experten. Die Renaturierung hier ist total überflüssig, das war der schönste Teil von meiner Fischerei. Wenn man da bedenkt, dass knapp 1 Kilometer über diesem Wir nach Wir ist, den nicht, wo sie nicht werden drüber, weil den anscheinend der Privatbesitz ist, dann stellt den sich wirklich froh, nur dem Sinn von der ganzen Entreprise, wo 2 Millionen, wenn das durchgeht, angepackt gehen, für hier eine Renaturierung zu machen, die am Fongehol Kävel, wenn das fertig ist, wird hier Teichwasser hinweisen, was aus ihrem schönen, gezeichneten Projekt nach übrig wird bleiben. Das ist als Pirchter von einer Berg komplett machtlos. Ich habe einen Demande gemacht bei der Umweltverwaltung für mein Pachtgeld sozusagen rumzukriegen, so wie Madame Ministerstadt für einer Zeitchen öffentlich deklariert wird. Mit Madame Minister, wo sie anscheinend nicht Bescheid wird, gesagt hat, dass ich kann entschädigt gehen, respektive ich kann zumindest nicht am Vierreise entschädigt gehen. Ich kann just entschädigt gehen, wenn die dann fertig sind, wann kann evaluiert gehen, wer für Schuld da ist. Ich kriege auch mittlerweile verboten, hier auf meine Fischerei zu gehen. Und zwar vom Herr vom Logement, der sieht halt die ITM, du gibst ganz klar dran, dass keiner auf so einem Chantier hier verloren hat. Aber ich will just sagen, hier sind echte Pirchter, also solange ich hier bezahle, habe ich hier Recht hier zu sein. Ich glaube kaum, dass das ähnlich zu gesehen ist, aber wann, da wird es halt umso schlimmer. Ich werde auf jeden Fall probieren zu dokumentieren, wie hier das Ökosystem zerstört wird, wie hier Bäume empfehlen, wie hier die Fischerei Futti gemacht wird, wie hier ein Projekt durchgezogen wird, mit allen Mitteln, just für ihn durchzuziehen. Und ob keine Rücksicht geholt wird, außer ob an Heimengen ein Prestigeprojekt müssten zu realisieren.